Also mein persönlicher Eindruck von der Masse, die war ganz positiv. Das ist natürlich immer schön, eine Masse zu feiern, auch für allem, wenn man die anderen Religionen mal an Boot holen und so zusammen können eine Masse feiern. Dann ich erwarte mir bei dieser Synode am Anfang nicht konkret ist, einfach, dass an der Zeit, wo man gerade kann, die nicht von der Kirche gestärkt gehen, dass jeder auf den anderen lauscht und dass gerade wo man so verschieden denken, vielleicht können auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Also ich natürlich ein ganz schön Mass von mir verschiedenen Typen von Lieder mit Dragol, auch was nicht aus dem Ordinäre rauskennt. Ich fand, wir könnten noch an der Zukunft mehr Junge mal dran sehen, indem es mal durch ist, so andere Lieder, andere Stimmen mal dran holen. Anja. War ein ganz schön Feier heute Abend, die man zusammen gefeiert haben. Und etwas, was ich gemerkt habe, und das hat noch gut gepasst, für den Marsch-Synodal anzulauten, das war der Schwung, den wir an dieser Masse hatten, dass die Jungen durch Lieder, durch ein bisschen mit den anderen Genres, und der Rabbrücht tun, und ich habe empfunden, voilà, wir sind en Bewegung. Comment j'ai vécu la messe? Eh bien, j'ai remarqué qu'en fait, malgré les restrictions qu'il y a eu, il n'y a pas de restriction par rapport à la prière. On a senti vraiment une prière très profonde donc, de la part de tous les chrétiens qui étaient là. C'était une messe très vivante et je pense que c'est peut-être un début justement pour ce chemin synodal avec la participation de toutes les cultures, de tous les âges en fait. Voilà. Also es war ein ganz Schemas, ich finde à la fois von das Schwung dabei war, das Leben drauf war. Ich hatte auch einen Eindruck bei der Predigt und noch bei der Lesung, es war ja eine ganz lange Lesung, dann die Leute immens gut nachgelauscht hat und es war so eine Erwartungshaltung dabei. Und da tut man wirklich Fried gemacht, vom Gebet gedroht, so nicht mehr, du kannst etwas rauswurzeln. Meine Erwartungen und Synod, von den Themen hier habe ich noch keine präzise Vorstellungen. Ich erwarte mal vor allem, dass man nicht geschwärzt wird, man nicht gebiert wird, dass man auf dem Tisch lehnen, was sind als wichtig ist, und dass man zusammen noch Lesungen sichern. An dem Message, die wir eben den lauschen können, den anderen stuhlen. Und wenn ich falsch verstanden habe, nur zu fragen, kannst du mir erklären, was du mit der Gemeinde tust. Das ist meine größte Erwartung. Was für die Ouvertüre von der Synode an der Kathedrale hat mir ganz gut gefallen. Aber besonders hervorheben will ich Musik und noch Musikanten. An Kompositionen von Michele Camposeo, das war für mich wirklich eine Entdeckung, ganz neue Tonalitäten. Alors de ma part, je trouve que c'était une messe très profonde, très méditative aussi. Et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir pu participer en chantant et d'avoir pu transmettre le mieux possible voilà, aussi mes sentiments et toute ma foi à travers voilà, les chants qu'on a pu chanter. Et voilà. Ich erwarte mal an den nächsten Monaten eine ganz interessante Zeit. Erstens mal mehr als die Equipe von der Démarche Synodale, wo wir also ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Es wird ein Vers sein, wo auch wir alle Leute vieles beilehren. Den Defi ist sicher, dass wir das gut umgesetzt kriegen und Leute motiviert kriegen, dass sie mit uns auf diesen wichtigen Weg gehen. Qu'est-ce qui nous bouge? En fait, voilà, mes attentes, eh bien qu'en fait, on puisse déconfiner, même spirituellement, parce que je pense qu'à travers le confinement, nous avons touché le fond, je pense, et que nous ne pouvons que nous relever maintenant, vivre une nouvelle forme de résurrection, en commençant dans nos familles, là où nous sommes, et surtout dans nos cœurs, pour l'élargir justement au niveau de l'Église universelle. Was erwarte ich mal an den nächsten Wochen am Ende? Eine Aufbruchstimmung, so wie es war bei der Ouvertüre vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Und ich erinnere an die Worte vom Papst Johannes den 23. Macht Fensteren groß ab. Wenn wir das Gelegenheit verpassen, für neue Gemeinschaften zu gründen, dann haben wir vielleicht die letzte Gelegenheit verpasst, für das etwas Wesentliches sich soll ändern. Ja, den Abend hat mir ganz gut gefallen. Ich habe schon lange kein Mass mehr, weil es auch hauptsächlich wie Lieder mit mehr
Moment drauf war und nicht so klassisch eben. Und ich hoffe mal, dass man in Zukunft auch das ein oder andere Lied oder mehr Movement an den Lieder respektive an der Maske dran haben. Wer das mein Message, den ich mal auf den Weg gehen, das sicher die Invitation, dass Schitverein mitmischt, die immer bei uns sind, die immer innerhalb uns sind, auch sicher die vielleicht ein bisschen mehr distanziert sind noch von unserer Kirche, dass wir als Christen wirklich auch von dieser Gelegenheit noch profitieren, dass wir noch einen auf den anderen lauschen, weil ich erwarte mir schon, das, was du da rauskommt, dass das doch ganz wichtig ist für die Zukunft von unserer Lützeburger Kirche. Mein Message. Schaffen wir daran, dass die Kirche, das heißt mir alle gut, dass die Kirche sich abmischt für eine mehr authentische Kirche, engagiert, transparent, tolerant. Engagiert an der Kirche, aber auch engagiert an der Gesellschaft. Wir sollen zusammen schaffen mit all denen, die sich einsetzen für Gerechtigkeit, für Frieden und für eine nachhaltige Entwicklung. Wir sollen uns besonders einsetzen für den Respekt von der Dignität von allen Menschen. Auf individuellem Niveau, aber auch auf kollektivem Niveau. Weil wenn wir zulassen, dass all der Tausenden von unschuldigen Kindern und Hunger sterben, da lassen wir eine flagrante Verletzung von den Menschenrechten dazu. Le message, bien tout simplement l'appel du Christ, l'écoute, Shema Israël, savoir écouter chacun et chacune, du plus pauvre au plus riche, et que en fait ensemble nous puissions marcher comme le Christ l'a fait avec nous, l'Emmanuel, le Dieu qui a marché avec nous, qui a voulu vivre cette histoire d'humanité avec nous. Donc que nous puissions être tous unis ensemble en nous respectant dans l'amour, dans la paix, dans cette réciprocité et surtout justement à travers l'écoute.